Die heutige Folge wird präsentiert von Join, Team Superstreamer. Wieso Superstreamer, Josh? Serhat, das ist eine richtig gute Frage. Dankeschön. Es ist der Superstreamer, weil er ist kostenlos. Oh, Du hast Live-TV okay. und du hast jenste Streaming-Highlights. Jenste? Ja, Mann. Also habe ich auch Anime? Du hast Animes, Habe ich Sport? du hast Sport, Wow, habe ich Film? du hast Film-Highlights, Habe ich Serie? du hast US-amerikanische Serien, Habe ich kurz im Ohr? Kurze Mo Staffel 2. Wow. Du hast Wow. Wer steht mir die Show? Wow. Du hast alles bei Join. Wow. Also eigentlich TV und Streaming in einem Produkt. Ja, Mann. Holst du dir jetzt? Join. Jetzt auf Join streamen. Wieso das ist Scheiße, Mann. Jetzt auf Join streamen. Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao, ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt geht's Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. Heute ist ein guter Tag, Mann. Ja, Mann. Weißt du warum, Serhat? Warum? Mein Bruder, wir haben offiziell die zweite Staffel Kurz im Ohr, die jetzt auf Join ist, Mann. Ja, Mann. Unser Baby wird 2. Yeah. Zweite Staffel, wer hätte das denkt, Mann? Aus der Garage, ins Fernsehen, ins Streaming und der zweite Staffel. Angefangen im Asylheim. Ja, Mann. Angefangen als... Genau. Fuck, Mann. Wirklich, wirklich, wirklich geil. Ich bin sehr stolz. Ich bin auch stolz auf uns. Ja, Mann. Ich bin sehr stolz, dass wir die zweite Staffel haben. Und auch vor allem so, wie es rausgekommen ist. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Könnt schauen in der jetzigen Folge. Falls mir, wisst ihr was, am besten brecht ihr jetzt den Podcast ab. Genau. Geht jetzt auf Join. Ja. Schaut schon mal die ersten 2 Staffeln. Kurz im Ohr. Erste Staffel, falls ihr nicht geschaut habt. Und dann die neuesten 2 Folgen, die online sind. Genau. Am Montag, 5. Mai, sind die ersten 2 Folgen online. Woche drauf kommen alle 5. Da sind alle 5 drin. Und vergiss nicht, wir sind auch noch im Fernsehen, mein Bruder. Ja, Mann. Du kannst den Shit auch auf Pro7 schauen. Also die Jungs haben es nicht geschafft, nicht erreicht, aber sie haben einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Mit den Jungs meinst du uns? Ja, wir zwei. Wir Ja, zwei. Mann. Einfach unsere Crew. So. Ich liebe die Jungs, Mann. Ich, du, Du, Woody, Dario sag ich. Wow! Wow, Alter, der will weißt du ausrasten. Damian, die Annika. Bro, Yelo, Yannick, Özgür, alle, die auch Teil der Fox sind rundherum. Das ist unser Sieg. Nur, es hat auch nur mir. Jetzt können wir endlich mal über das reden. Ja. Yeah. Fuck. Ja, wir können endlich darüber reden, ja. Endlich mal können wir auspacken. Wenn du bis jetzt nicht einmal, wir haben nur eine Story gemacht, so grob, ohne dass du etwas erkannt hast, wo wir sind, was es könnte sein. Und jetzt dürfen wir auspacken. Jetzt dürfen wir die Sachen lüften. Das Geheimnis lüften. Ich mache jetzt so ein bisschen ein Interviewformat mit dir. Wo ich dich frage, was ist für dich anders? Vielleicht zur ersten Staffel. Also, die Leute oder Zuschauer, ich weiß nicht, sie werden das sicher checken, vielleicht nicht gerade ab der ersten Sekunde, aber irgendwann mal sagen wir es ihnen. Aber was wir im Grundsatz geändert haben, von Anfang an ist das Konzept ein bisschen geändert. Mhm. Wir haben es so angepasst, dass ich und du, dass wir das mal gar nicht gewusst haben, wo es hingeht. Wir haben nicht gewusst, wo werden wir hingeschickt, was müssen wir machen, was für eine Person sind wir und in welchem Umfeld. Mhm. Du wirst einfach abgeholt und dann erfährst du auf dem Weg dorthin,
mit ein bisschen Ratenspiel, was deine Aufgabe sein wird. Das ist schon mal anders. Also für uns ist ein maximal, also es ist, wenn die erste Staffel schlimm war, ist das jetzt 10-mal schlimmer gewesen für uns. Hast du es schlimmer gefunden? Ja, sicher, ja, 100%, ja. Also wir haben es ja so gemacht, dass ich 3 Folgen vorbereitet habe Ja, und du hast 2 Folgen vorbereitet. ja. Und genau der Unterschied ist ja hauptsächlich gewesen, dass wir unsere Folgen geplant haben Ja. für den Gegenüber, aber was uns selber passiert, haben wir nicht. Ja, genau, ja. Von diesen 3 Sachen, Ja, die ich jetzt für dich ja, vorbereitet habe, ja. was ist für dich das Schlimmste gewesen? Also ich würde sagen, ja, sehr wahrscheinlich würde ich mit der Kondomfolge gehen. Ja. Das war geil gewesen. Das ist also halt zu meinem Pech, dass ich einfach fast alles durchziehe und mache, habe ich mich halt irgendwann mal mega schnell dort halt auch wie so wohlgefühlt quasi. Deswegen ist es halt wie so nicht mehr so schlimm gewesen. Aber wenn es darum geht, was für mich am unangenehmsten war, so, dann ist das gewesen. Also bei der Kondomfolge, wie du sie nennst, da haben wir ja mit Sailor zusammengearbeitet. Yes. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben ein neues Produkt erfunden. Das könnt ihr schauen, was das für ein Produkt ist. Und jetzt, um das neue Produkt auf den Markt zu bringen, macht man in der Branche sogenannte Fokusgruppen. Also man ladet verschiedene Leute ein, aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Altersgruppen und bringt sie zusammen. Und diese Leute können zusammen über das Produkt diskutieren, das auf den Markt kommt. Wir reden von Vorteilen, wir reden von Nachteilen, wir reden von Marketingmöglichkeiten. Voll. Ist das überhaupt etwas, das einem gefällt? Der Serhat war einer von den Leuten, der eingeschleust worden ist als Teilnehmer von dieser Fokusgruppe. Yes. Wie lange ist es gegangen, bis du gemerkt hast, um was es geht? Also sagen wir, von dem Moment an, wo ich dort hingeschickt worden bin, bis ich gecheckt habe, was es geht, ist so 5 Minuten gegangen. Und das ist lang. Am Anfang haben sie gesagt, ja, hey, bist du auch bei dieser Fokusgruppe? Hast du gecheckt, was es geht? Nein, weil ich es akustisch nicht verstanden. Mhm. Ich habe akustisch nicht gecheckt, genau was er gesagt hat. Nur irgendetwas mit Kussgruppe. Und dann höre ich so, okay. Und dann habe ich einfach so ein bisschen nachbleiben, ich so, das ist eine Gruppe. Okay. Easy. Und dann habe ich später dann gecheckt, weil er hat ja, also in der Folge sehen wir es dann, hat der präsentiert, ein Screen und dort steht dann Fokusgruppe zu. Genau, wir haben der Präsentator ist ein Schauspieler gewesen. Wir haben die ganze Präsentation wie so selber geschrieben. Wir haben den Schauspieler eingeflößt. Und du hockst dann dort und nachher siehst du Sailor und Kondome. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Ey. Also ich sag mal so, das Ganze hat schon komisch angefangen, so dass es für mich eigentlich am wenigsten komisch übergekommen ist, dass ich jetzt in der Fokusgruppe war mit Sailor. Mhm. Ich bin dort angekommen, im Wartezimmer, mit all den Leuten, die auch dabei sind. Dann hat es dort jemanden gehabt, der einfach gesagt hat, so aus dem Nichts am Droppen. So einfach aus dem Nichts. Ich habe eine Tochter, die ist so und so alt, 25 ging so etwas. Und sie ist Jungfrau und die Gruppe ist nicht für sie. Deswegen bin ich da. Und dann dachte ich so, Alter, ihr macht es zu auffällig, man. Was schickt ihr so eine, wo gerade als erstes die Bombe platzen lässt? Aber das war ja kein Schauspieler gewesen. Und erst nachher habe ich erfahren, sie ist ja gar keine Schauspielerin. Ja. Sie ist einfach so. Sie hat einfach Leute sagen, dass ihre Tochter Jungfrau ist und dass sie deswegen... Und dann dachte ich so, okay, weißt du, das Ganze ist ein bisschen komisch aufgesetzt und so. Also einfach so ein bisschen ohne halt Schamgefühl. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich nichts dabei gedacht. Später dann schon, aber dann kommen wir. Wo es dann aufgelöst wurde, ist, um was es dann geht. Konkret. Aber es war eine lustige Truppe, meine Fokusgruppe. Gell? Ja. Der Unterschied zu anderen Folgen ist ja, dass du in diesem Raum bist, von A bis Z. Du kannst nicht einfach raus. Ja, voll. Oder es kommen keine neuen Menschen dazu, wo du nachher kannst sagen, so, jetzt machen wir den Witz nochmal oder jetzt machen wir so und so. Zum Beispiel, in der ersten Staffel sind wir ja in der Europa League und dort sind ja wie so 100 Leute vorbeigelaufen. Ja, voll. Du hast immer etwas Neues können nehmen. Ja, das hat seine Vor- und Nachteile. Ja, voll. In dieser Fokusgruppe bist du wie so konzentriert in diesem Raum, als Teil von dem Raum. Und ich bin ja in der Regie geguckt mit dem Ramin. Genau.
guter Freund und richtig geil sich. Er war bei uns im Podcast zu Gast gewesen. Und ich habe mich wirklich mit ihm oft kaputt gelacht. Ja. Das ist meine absolute Lieblingsfolge. Ja, verstehe ich. Ich werde dann sehen, wieso. Aber ja, ich habe auch müssen, also auch während der Folge gesehen, ich habe müssen ein, zwei Mal lachen. Ich habe ein paar Mal genommen. Ja, weil ich einfach... Ich habe Sachen gesehen dort in diesem Raum, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, Mann. Also es ist schon mal lustig, weißt du, dass gegenüber von mir jemand hockt, wo wirklich das als Beschäftigung sieht, oder als Beschäftigung für ihn ist, dass die Person regelmäßig Fokusgruppen geht und die Person hat alles, was ich gesagt habe, hat sie aufgenommen. Mhm. Und hat kritisch so hinterfragt und hat gefunden, fairer Punkt oder nicht fair. Mhm. Ja, für das ist die Fokusgruppe ja da. Ich habe die Schöpfe rausgelassen, ich habe Müll rausgelassen, ich habe wirklich dreiste Müll rausgelassen. Das müssen sagen, was wir dir sagen. Ja, voll, ich habe dreiste Müll rausgelassen. Und es hat Leute gegeben, die einmal wirklich so einen Blick gemacht haben, so, what the fuck? Und er einfach dort, er so, ja, mal. Leute machen so einen Blick, weißt du, er so, mal, es hat schon etwas. Was ist für dich das Unangenehmste, was du sagen? Unangenehm. Ich glaube, sagen technisch ist für mich nicht so das Problem gewesen. Eher machen vielleicht. Okay. Und es ist nicht mal das, dass ich Luft gefingert habe, Yeah. sondern dass ich der Spanier links von mir, so ohne, es hat sich richtig angefühlt, dass ich einfach, er so am Hängen schaut, so konzentriert zu, und dann spürt er einfach, wie ein Finger in seine Hand hineingeht. Es hat sich voll richtig angefühlt, aber ich habe es gemacht, ich habe aus dem Nichts, der Bruder ist links von mir, los zu, schaut führen und ich bin rechts so von ihm. Und dann höre ich so, der Josh so, ich am Lachen mit einer, hey Bro, das musst du jetzt machen. Ich so, was? Ich so, was? Finger der Spanier links von dir, schau, er macht Position mit seiner Hand. Ich so, ja. Und dann musste ich lachen, glaube ich, zuerst. Ich so, meinst du ernst? Die so, nachher mache ich so. Dann schaue ich rüber und er hat schon geil gefunden. Er hat schon gelacht. Er hat schon gelacht, aber er so. Ja, ist ja auch weird. Es ist ja wirklich weird. Ja, es ist maximal weird. Krass, würdest du es wieder machen, so etwas? Also so eine Fokusgruppe? Ja. Es ist schon lustig. Ist der unangenehm gewesen, oder ist es lustig gewesen? Es ist schon lustig gewesen. Nein, es ist schon lustig gewesen. Ich meine, du hast auch gesehen, ich bin nachher auch, eben, mit der Zeit einmal adaptiere ich so die Situation, oder ist okay, wohlfühlen, es kann wohlfühlen, es kann sein, okay, ich bin jetzt Schlag mit dem. Aber irgendwann bin ich in der Situation drin und habe auch selber so ein bisschen eine Sache gerappt und hast so gemerkt, also, das habe ich gar nicht gesagt und so, das sagt er das, weißt du? Ja. Und ich will es, glaube ich, schon nochmal machen, ja. Voll. Es ist schon lustig. Also auch die Leute sind, ich sage jetzt mal so, wenn die Leute dort alle so ein bisschen anders gewesen wären, so ein bisschen ernst und so, wäre es schon ein bisschen unchillig gewesen. Aber weil ich rein einfach so eine Person droppt, mein erster Satz, ich existiere seit 30 Jahren auf dieser Welt. Ich habe meine erste Konversation mit dem Mensch. Der Mensch hat das Leben gelebt. Er hat Höhe und Tiefen gehabt. Lernt mich kennen. Und das Erste, was die Person droppt, ist, dass ihre 25-jährige Tochter Jungfrau ist. Ja, ist nicht schlimm. Und dass die Person nicht da ist. Und ja, sie hat den Raum einfach ein bisschen einfach machen. Sie wollte sagen, so, hey, eigentlich war meine Tochter eingeladen in die Volksgruppe, aber jetzt bin ich gekommen. Oh, das hat sie gemeint. Okay. Weißt du, unabhängig davon, kannst du das einfach mitteilen, dass deine Tochter ihr Gesicht nimmst. Kannst du auch sagen, wieso? Ja, meine Tochter war echt da, aber sie kann nicht, heute bin ich da. Keiner fragt, wie sie Jungfrau ist. Produktionelle Unterschiede sind auch, dass wir jedes Mal das zweite hinter der Kamera waren, neu. Genau, ja. Dass wir, wie gesagt, nichts voneinander wissen. Und wir haben immer einen Gast dabei. Ja, wie gesagt. Und wir haben das Studio-Setting, finde ich, viel schöner geworden. Ja. Wirklich viel besser geworden. Ja, fix. Definitiv. Es ist auch produktionell ein riesen Aufwand gewesen, Bro, um das Ganze auf die Beine zu bringen. Extrem. Also auch da, weißt du, müssen einen Raum mieten, müssen Partner finden, die Produkte wirklich entwickeln und verpacken, dass es nachher aussieht. Also ich meine, die Leute sind ja reingekommen, sind dort angeguckt und haben ja wirklich gedacht, das ist real. Ja, sie sind jetzt wirklich etwas beitragen zum neuen Produkt von Sailor. Für Safer Sex. Für Safer Sex, ja.
Voll. Hey, und ich glaube, es ist einfach so geil, wie wir so ein bisschen Narrenfreiheit haben von Join. Weißt du, dass Ja, wir einfach voll. sagen, so, macht man. Ich So. schwöre, ja. Ist eures Ding, wir stehen hinter euch, macht. Das ist schon mega Luxus. So, macht einfach den Shit und sind wie ihr sind und der Rest kommt gut. Voll. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Am Dreh von der Fokusgruppe Mhm. haben wir uns ja am Anfang gar nicht gesehen. Ja, voll. Du bist ja gekommen Mhm. und du bist direkt Direkt angeguckt, Maske und dann in die ein paar Maske. Minuten gewartet und dann rein eigentlich. Und dann hast du mich das erste Mal gehört eigentlich. Ja, voll. Und das Ding ist, wir haben die Leute ja auch müssen dort anrufen. Mhm. Das heisst, die Leute sind um 2:30 aufgetaucht. Ja, Und wir hatten überall Schilder gehabt, Fokusgruppe, Sailor, Ja. dies, das. ja. Und nachher haben wir das alles müssen wegnehmen. Ah, in der Weil du Zeit- kommst. Ja, voll, ja. So, wir haben so, wie so 15, 20 Ja. Minuten hat Black Frame Zeit gehabt, Ja. um es zu machen. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, würdest du das wieder machen, die Spannung zum nicht wissen, wo du angehst? Du hast vorhin gesagt, du hast es schlimmer gefunden. Ich glaube, ich würde es schon machen, ja. Aber vielleicht gewisse Sachen schon absprechen. Also jetzt nicht unbedingt so im Sinn von, hey, das sind meine Ideen, welche findest du gut, welche nicht. Mhm. Sondern mehr vielleicht ab und zu so ein bisschen Rücksprache. Ich weiß nicht, eventuell. Es ist schon ein bisschen komisch angefühlt, weißt du? So, du weißt einfach nicht, du hast mir einmal am Abend vorher angerufen, du so, Bro, ich weiß nicht, was passiert. Und ich habe auch gesagt, ich so, ja, Bro, ich weiß so, wo deine Grenzen sind, du weißt, wo meine Grenzen sind und es kommt, wie es kommt. Aber es ist halt trotzdem komisch, weißt du? Du weißt nicht, du hast von null nichts Ahnung. Es ist nicht so, hey, Bro, keine Ahnung, schau, dass du morgen das anhast und vielleicht so bist. Es ist einfach so, du kommst vorbei, du musst für nichts schauen und dann geht's los. Und vielleicht hätte ich weiß nicht, bei was es eventuell Absprache braucht, aber vielleicht einfach vorher ein bisschen reden, ein bisschen Kommunikation, irgendetwas. Aber ja, ich will es glaube schon nochmal machen. Ich habe aber das Gefühl, verhältnismäßig bist du noch gut weggekommen. Also ich meine, in der Fokusgruppe ich muss ich dort hocken ja, und voll. ein Ja. bisschen reden. Ja. Und ich meine, der Vibe im Raum ist schon lustig. Ja. Es hat ja ein paar Blicke gegeben von Leuten, die so denken, was schnurrt der sich so. Voll. Eben, für mich ist es ja eigentlich kein Problem, so Sachen machen, durchziehen und so weiter, weil ich auch weiss, dass du weißt, wo meine Grenzen sind und weil ich zum Beispiel jetzt nichts gegenüber Kindern und alten Menschen würde machen, oder? Und beim Rest, weißt du, solange es nicht unter der Gürtellinie ist und irgendwie nicht so, keine Ahnung, man, dem sind die Würde wegnehmen von dem Menschen, dann easy, weißt du? Und deswegen habe ich halt, wie soll ich sagen, ich bin am Anfang schon nervös, aber ich bin nachher reingegangen und dann habe ich so gedacht, einfach machen. Und nachher ist es eigentlich voll gegangen. Ich habe mich mega schnell adaptiert, ich habe mich mega schnell angepasst und es ist mega schnell gut gekommen. Also aus meiner Sicht. Und ich will schon nochmal machen, ja. Weil ich halt einfach das Gefühl habe, wenn wir nichts davon wissen, es ist schon geil, dass wir uns bei der ersten Staffel abgesprochen haben. So, hey, ich schicke dich da, haha, weißt du lustig, ich schicke dich da, haha, weißt du lustig, du hast dich kaputt und so. Aber dann hast du wie so eine Vorahnung. Dann weißt du ja, wo es ungefähr hingeht. Und es geht ja nicht mal darum, zu erfahren, was Jokes sind, weil Jokes, wir wissen ja, so Jokes passieren, es wird nichts sein, wo wir jetzt sagen, hey, ist too much. Es ist nur Location, wo es neugierig macht. Weil dann weißt du, was du machen wirst. Bin ich ein Back, bin ich ein Assistenztrainer und so weiter. Und ich finde schon, ich bin jetzt gespannt, was die Leute sagen, was schauen, ob sie einen Unterschied auch merken. Ja, guter Punkt. Ja. Ob sie merken, so, wir haben jetzt nicht checken, dass ihr nervöser seid, dass ihr mehr Aschi seid oder ja immer. Aber wenn die Leute sagen, ja, man hat schon gemerkt, dass es euch mehr angefickt hat oder dass es euch mehr angeschissen hat, dann würde ich sagen, können wir dabei bleiben. Wenn sie sagen, hey, man hat eigentlich keinen Unterschied gemerkt, dann ja. Dann haben wir uns gefickt, einfach, dass wir uns beide gefickt haben. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel verhältnismäßig. Ja. Ich meine, eben, du bist in einer Fokusgruppe gewesen. Ja. Dann hast du einmal ein Interview führen Ja. mit jemandem, wo du nicht weißt, wer das ist. Ja. Ja, wenn du es so anschaust, ist eigentlich schon nicht krass gewesen, ja. Und ich? Also, bevor wir zu mir übergehen, Ja. sind die Sachen, die du bei mir gemacht hast. Okay, beim Interview weiß ich, aber sonst bei den anderen Sachen ist das
sind das jeweils immer deine erste Idee gewesen? Hey, das Grundkonzept war immer das gleiche gewesen, aber ich habe ein paar Mal müssen, weil es sind uns Leute abgesprungen, Voll. Location haben uns abgesagt, Voll. das, also Aber das Grundkonzept sowieso, zum Beispiel, ich schicke das auch in eine Fokusgruppe, die ist... das ist meine erste Idee gewesen. Okay. Okay, gut. Aber ich habe eben gehört, du hast auch ein bisschen übertrieben, Bro. Mit deinen Ideen. Also, So, du hast ja den ganzen Zirkus bauen und so. Zuerst, ich habe mal über Konzeptschreiben viel gelernt. Ja. Fair. Weil, was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, Ja. ist, ich habe einen Witz aufgeschrieben, Mhm. aber Bruder, ich habe aufgeschrieben so wie ein Drehbuch. Ja, Bro, als würde ich 1:1, Ja, als ja, würdest, als würdest du voll, wissen, voll. was sie antwortet und Voll, so. voll. Und dann voll übig gewesen, oder? Ja. Und nachher, der Diamond so, Bro, die Jokes sind geil, Mhm. aber du weißt nie, wie Wir sie drehen keinen reagieren. Film, Ja, oder? eben, er Ja. weißt, die Jokes sind geil, aber wir checken ja nicht. Mhm. Keiner weiß, ob der Josh überhaupt das sagen wird oder ob Ja, es ja. überhaupt die Worte sagen wird. Ja. Das heißt, fokussieren wir uns drauf, um Eine was gute Basis. voll, ja. Und dann habe ich so ein bisschen etwas gelernt dazu und dann habe ich die Jokes gemacht, dann habe ich es ihm geschickt. Und dann ist es halt schwierig gewesen, zum Unternehmen zu finden, weil ich habe dich geschickt zu, ich sage schon gerade den Leuten, ich habe dich geschickt ins Recyclingparadies Aha. auf Spreiter. Spreitenbach. Die das alle kennen, Recyclingparadies. Und dort bist du ein Mitarbeiter gewesen von Bro, ihnen. das hat mein Leben am meisten gefickt, Bruder. Was hast du gegen mich, Bruder? Bro, ich Wieso schickst du mich immer in so Jobs, die mein Leben ficken, Bruder? Bro, ich wollte dich in den Verkauf schicken zusammen mit dem. Also, ich habe die Folge. Mein Gast war ein Giri, unser ehemaliger Mitbewohner. Das ist Auch, wirklich Chapeau für die Auswahl, Bruder. auch, dass wir da zusammen. Er ist auch der Folge da gewesen, mal bei uns im Podcast. Und du kannst dir vorstellen, du hast mit dem Giri zusammen im Verkauf gearbeitet. Ja. Ich so, Cousin, er hasst den Job. Ja. Er hasst den. Bringen wir ihn wieder rein und du weißt, was er richtig kann. Du hast mit zusammen gearbeitet. Er so, oh mein Gott, das müssen wir machen, unbedingt. Und dann wollte ich wieder in den Verkauf hinbringen zuerst. Wir haben sogar dort angefragt, wo du Film gedreht hast, Mann. Hey, Fresse, Ja, wirklich? ja. Ey, nein. Weil es haben so viele Leute abgesagt, Bro. Ja. Zuerst zwei nachher abgesagt. Ich so, weißt du was? Ich glaube, der ist dabei. Unser Plan Z, der ist dabei. Ja, aber die Weil- haben nur Businesskunden. Und weil ich so, wie der Josh hat seinen Film dort gedreht, sie haben eine gute Erfahrung mit ihm gemacht. Sie sagen sicher nicht nein. Und was haben sie gesagt? Nein. Krass. Ja, besser, Bro, besser für sie. Besser. Ja, aber ich weiß nicht, was genau nein. Einfach so, Ja. so du kannst dir vorstellen, Toni und Damian so Ja. voll im Stress, so fuck, Ja. fuck, Location. Und dann ich so, ey Jungs, okay, brainstorm. Dann haben wir schon brainstorm am Telefon. Ich so, wow, Josh in Laden. Gerade Du hast eigentlich etwas so wieder machen wie beim Beck. Ja, aber das mal mit Bedienung, Bro. Besser nicht, man. Das mal nicht mit 1 Sekunde oder 30 Sekunden Interaktion, mit Ja. Bedienung, Bro. Besser nicht. Ich hätte Sachen gemacht mit dir. Zum Beispiel so Fernsehbedienen und so, Fernsehverkauf, Bruder. Okay. Auf Ja. der Fernseher wird Sachen gelaufen, du Bro. willst gar nicht. Bro, produktionell, das ist so schwierig zu umsetzen. Ich weiß, eben nachher die Leute, weißt du, ich habe mir gedacht, ich so, Alter, weißt du, er schafft im Verkauf, bedient die Leute und angeknöpert wird im Fernsehen, Bro, zum Beispiel. Ja. Dann geht der Josh hier und sagt, ey, der Feld zum Beispiel, schau da, Perle, Sender und so. Mhm. Dann macht er weiter Und dann so. was kommt? Ja, was kommt denn? Was kommt, Bruder? Ja, was kommt echt? Comedy Heaven, Geil, Bruder. nicht. Scheiße, Nicht. Bruder. Ich kann über den Preis gehen, Serhat, Bruder. Der innovative Filmemacher. Es sind, Bro, all die Sachen, weißt du, nachher, The joke is always porn. eben, nachher, ja, der Joke ist, dass du dort bist und der Kunde wird einen Taui ausgeben für einen Fernseher und sieht einfach, wie du, oh, Ja. und das Ding ist, wenn du wirst wieder weiterdrücken, die nächsten 10 sind eben auch. Ja. Ich habe eine Geschichte zu dem. Ja, Ich habe ja lange im Verkauf gearbeitet. Ja. Unter anderem, weißt du, was mein erster Job war im Verkauf? Saturn. Saturn, Ja. Bruder. Du hast ja skandalöse Sachen erlebt. Bruder. Du hast Sachen erlebt, wenn das Da hat Sauber fahren, Bro, da die hat Zwickau und Da hat Union. müssen... Ist gut. Ja. Da hat müssen Casp einschreiten. Bro, 100%. FBI hätte müssen kommen, Bro. 100%. Da hätte ich müssen Suva. Bruder, da hätte ich müssen... Zwickau, Bruder. Zwika auch noch von mir aus. Und irgendwie... Eine Krankenkasse oder Versicherung, wo Bro, der das ist so der schlimm. Schaden gewesen. zahlt. Die haben, nachher. wirklich, die haben mein Leben zerstört, Bruder. Also dort im Saturn, Bruder, das hat mein Leben zerstört, Bruder. Die haben einfach einen 17-Jährigen mit Freude und Wunsch und Träumen für die Zukunft. Die haben ihn in einem Jahr gefickt. Bro, die haben mir gesagt, ich habe jetzt das Praktikum dort gemacht. Oder? Ja. Und weißt du, ich habe noch nie in meinem Leben mit Verkauf zu tun gehabt. Ja. Sie haben mich vor einem PC angetan mit so Quiz, Ja. Online-Schulung, Ja. Verkauf. Dann ist es so gewesen, ein Kunde kommt mit einem Fernseher
in den Laden Ja. und der Fernseher hat einen Riss. Was machst du? A, ich spucke ihn an. Ja. B, ich berate ihn. Ja. C, ich verweigere die Beratung. Ja. Ich so, B, Test bestanden. So, weißt du, dann haben sie gesagt, da, geh verkaufen. Das gibt mir so Dings-Vibes, man. So wie in Amerika, so Walmart-Vibes, weißt Bro, es ist so schlimm gewesen. du? Ja. Es ist so schlimm gewesen. Und vor allem, Bro, Fotoabteilung. Sie haben so gesagt, ich muss in der Fotoabteilung Oh mein arbeiten. Gott, ist mich jetzt schon wieder, als ich das nicht geschafft habe, man. Alter. Ja. Was? Jetzt, wo ich Foto höre, Bro, es schießt mich so an, dass ich das Aha. nicht, dass wir es nicht angebracht haben. Bro, man. los. Foto, Handy, alles. Bro, ich schwöre, wir in der Fotoabteilung waren 3 Leute gewesen. Ja. Eine Mitarbeiter, der die ganze Zeit so, Ja. so voll am, weißt du, voll auf Coke Ja. gewesen, voll auf Coke Voll gewesen. Droge, alles. Und wieso nie richtig rum war. Ja. Dann meine Chefin, Ja. die einfach die ganze Zeit im Büro vom Chef gehängt hat. Ja. Und ich als Praktikant. Und ich habe die ganze Zeit so, ja, die Kamera, das ist eine Mittel-Bridge-Kamera, die hat 24 Megapixel, die kann das und das, die kann das und das. Die Leute so, haben ihr Nikon? Haben ihr das? Mhm. Weißt du, so, Bro, das ist so, Ja. so schlimm gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann eine Zeit lang in der TV-Abteilung geschafft. Mhm. Ja, man, du nicht wieder Fernsehen, ja. Und dann, ich weiß noch, Bro, so Sachen wie, sie sind so zu mir gekommen, haben so gesagt, einmal, ich habe immer gesagt, ich würde gerne in der TV-Abteilung arbeiten. Ja. Dann ist sie einmal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, du hast doch schon immer in der TV-Abteilung. Ich so, ja. Sie so, So voll motiviert. ja, und so. wirklich voll. Sie so, gut, wir haben einen Job für dich. Ich so, ja, geil. Ich kann aber, ich so, hey, ich bin abgeschickt worden, ihr habt anscheinend einen Job für mich. Dann sagt sie, ja, irgendein Hund hat in die Ecke geschissen. Kannst du das aufnehmen? Bro, das bricht doch einer, Mann. Das bricht doch einer, Mann. Nachher, 17 Jahre. Bro, 16. 16, So, Alter. am gleichen Tag kommt so ein alter. Und du merkst, der ist geistig und Ja. körperlich und irgendetwas. Ein bisschen herausgefordert. Am Breg geht es nicht gut, Bro. Ja. Am Breg geht es nicht gut. Und er hat so DVD. Er so, ich habe einen Fernseher von Ihnen. DVD-Player. Ich so, ja. Er so, ich tue meine CD dort rein. Es geht nicht. Ich so, okay. Kann ich sie bei euch rein tun? Ja. Zum schauen, ob Etwas- es mein DVD-Player ja, ist voll. oder mein CD. Ich so, ja sicher. Er gibt mir in die Hand. Es steht einfach so drauf. Saugeile Mädchen, Volume 17. Bruder, so. Und ich schaue an. Ich schaue ihn an. Ich so, das können wir da nicht laufen lassen. Ja. Er so, Hast du auch gekauft? wieso? Ich so, ich habe nicht pornografische Inhalte da. Ja, laufen lassen. Er so, ist schon niemand da? Bro, ich sag ja, das ist... Nachher sagt er mir, holen Sie Ihren Chef. Oh mein Gott. Ich so, weißt du was? Ist gut. Er kommt so, laufen, Bro. Ich kann ihn holen, er kommt, er schaut so an. Geile Sicht. Ja, der kann auch gut. Aber das können wir nicht laufen lassen, Bruder. Sorry, es geht nicht. Bro, so Sachen die ganze Zeit. Das hat mein Leben gefickt. Ja, sorry. Alter, Mann. So geil. Ja, jetzt, wo ich so Sachen höre, schießt mich umso mehr an, weil es wäre dann so TV-Beratung, Kamera, Handy, Bro. Ja. Und dann wäre auch sicher der ein oder andere eingepflanzte gekommen. Aber egal. Bro, So. ich wäre ausgerastet. Wieso fickst du mein Leben, Alter? Das war eben mein Ziel. Gewesen. Ich wollte, dass du rastest. So, du hast ja zum Beispiel dir auch zum Ziel gesetzt, bei dieser Staffel, dass du mir einen zurückgibst, Mhm. weil ich das dort mit dem RZ gestresst habe. Aber eigentlich verdiene ich einen Ausraster zurück. Genau, und jetzt habe ich wieso, also nicht verdient, aber ich wieso gedacht, vielleicht schaffe ich es auch, dich zum Ausrasten Wie zu du bringen. beim Coiffeur. Genau, ja. Schon ein Highlight gewesen, der Coiffeur. Ja, Mann, das war schon heilig gewesen. Und ich so, vielleicht schaffe ich es, den Bre auch zum Ausrasten zu bringen. Nein, weißt du was? Es ist mein Ziel, ihn zum Ausrasten zu bringen. Hast du es geschafft? Und dann, warte schon, du bist auf die Idee gekommen, mich in den Recyclinghof zu schicken. Ja. Bruder. Ja. Wieso? Eben, also das ist nicht die erste Idee gewesen. Ja, aber Bruder, lass mal schon zu. Kein Mensch verbringt gern Ja, ich weiß. den Samstagnachmittag an einem Recyclinghof. Und Oder, ja, werden noch gestresst. oder in einem Ikea. Oder weißt du, so dort. Keiner will dort sein, Bro. Ja, oder einfach schnell weg. Schnell weg. Und ich muss sagen, etwas, ich bin dort angekommen und ich habe mich erstmal kaputt gelacht. Ja. Ich dachte, Gilly. Das Einfach ist so unser lustig Mitbewohner. gewesen, Mann. Das Ich ist geil, schwöre. gewesen. Ich habe mich zu fest gefreut. Dann haben wir ja für mich noch das geile Outfit gehabt. Ja, Soll ich schon etwas sagen? ja. Ich habe nicht mal so schlecht ausgesehen. Bro, das ist normal.
kann nicht mal so schlecht. Bro, normal. Ich habe einen Porno gesehen, der so angefangen hat. Drip, oder? Drip. Wirklich Drip. Und dann, ey Bro, die Mitarbeiter sind so nett gewesen. Ich habe im Fall auch auf Maps im Fall Bewertung gelesen und Ja. so. Ey, sind alle positiv und alle schreiben, Alter, was für Mitarbeiter, wie geduldig, wie liebevoll und Sind so. so nett. Ich habe noch nie eine Recycling-Firma gesehen mit einem Kinderspielplatz, mit einem Kinderecke. Bro, so fucking freundliche Leute. Ja, So ein guter mega, Ort, wirklich, wirklich. ohne Scheiß. Und dann haben sie mich angeschickt und ich musste helfen den Leuten, dass sie ihren Scheiß entsorgen. Dass sie gesetzeskonform, so wie sich zum Schweizer Bürger gehört, recyceln. Trennen damit. Und weißt du, was ich am lustigsten gefunden habe? Mhm. Wir geben uns so viel Mühe, um so gute Witze herauszufinden, Es sind immer die einfachen. komplexe Witze. Ja. Es sind immer die einfachen, die einschlagen. Ja, ich weiß nicht mehr die einfachen. Bro, immer das, dass ich so reinlaufe und so, du hast gesagt, ich soll Karton nehmen, Ja, von dem, was sie entsorgen, ja. und zu ihrem Auto gehen und Ja. wieder reinrühren. Einer sagt, excuse, was machst du? Nein. Nö, hängt jetzt. Und ihr zwei. Bro, nein, das ist schon Oder lustig. Dings war auch lustig, habe ich auch lustig gefunden. Das mit dem heute nur weißer Karton. Die Leute so, und aber ich muss sagen, ich merke das wieder bei dieser Staffel. Es ist erstaunlich, wie fest und wie lange Leute mitmachen. Wie Ja, Bro. scheiße. Das Ding ist, du vertraust halt den Menschen. Ja, du tust nicht fragen. Du kannst ja nicht, denkst nicht, da hat es Kameras. Ja. So. Und eben, ich habe ihm so gesagt, du hast mir gesagt, ich muss ihm sagen, ich darf heute nur Ja. wählen. Nein, kein weißer Karton Kein entsorgen. Weißer, nur Brunsi, ja. Und nachher sagt er mir so, ja, kann man nicht umkehren. Kann einfach. So umlitzen, Ja. weißt du? Bro, das ist schon lustig gewesen. Ja, ich weiß nicht. Du bist. Was ich will noch fragen, du bist gekommen, du bist verkabelt worden, du hast deine Kleider bekommen, du bist abgesteckt worden, hast müssen Leute beraten und so Ja. weiter. Hat es einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, so abgesehen von dem einen Moment, aber sonst so, wo du gedacht hast, wie du wieder zurück im Verkauf bist und so, dass du einfach wieder eine Pause brauchst. Bro, ich bin ja dort angekommen, Ja. erstmal mit dem Ja. Jenny. Nachher schaue ich, wo wir sind, es hat links ein Porsche-Garage gehabt, glaub ich. Ja. Und rechts hat es einen Recyclinghof Ich gehabt. sag gerade zur Porsche Garage, Bro. Und ich habe so gedacht, kann es so dämlich sein? Wirklich? Ich dachte, nein, was soll ich in einem Recyclinghof? Ja. Ich dachte, was ist lustig an einem Recyclinghof? Ja. Nachher sehe ich komme nicht raus vom Recyclinghof. Ich habe gedacht, weißt du was? Vielleicht haben sie dort hinten ihre Irgendetwas, Sachen an, ja, ja. weißt du, haha, hi. Vielleicht ich steige da jetzt in ein Auto, ich würde wegfahren. Ja, Bruder, du musst heute dort Leute helfen, Sachen entsorgen. Bruder, das Schlimme ist, ich habe nicht Problem gehabt, aber ich bin kurz wieder reingefallen. Und der Verkauf Im eben, gell? Verkaufsmodus. Ja, Alter. Hast du gemerkt? Ja, ja, eben, das ist. Bei der Abfallsäcke, glaube ich, kann das sein. Ich bin wie ein dressierter Hund, Bruder. Scheiße. Ich komme fragen, so geht das in Weissmühl? Ich so, ja, das können wir da hinten nehmen und die da. Und ich sage etwas. Es ist ein schwieriger Job, Ja. aber es war auch entspannend gewesen, jetzt mal wieder so ein bisschen arbeiten. Voll. Also, Menschen, die mit Menschen jetzt zu tun haben in ihrem Job. Mhm. Respekt, Alter. Respekt. Ja. Respekt. Und vor allem jetzt, okay, beim Recyclinghof ist sehr wahrscheinlich Bedienung weniger gefragt, wie zum Beispiel in einem Elektrofachhandel. Ja, klar. Das ist kein Aber, Detailhandel. ja, voll. Aber trotzdem kommen wir jetzt mit allerlei Sachen. Und eins, was mich am meisten gekillt hat, ist, wo die Frau gekommen ist und dich gefragt hat, wo sie muss den Reste vom Schiebewasser entsorgen. Aha. Genau. Das ist lustig. Das ist etwas vom Lustigsten gewesen an diesem Tag. Gehen schauen, also wenn sie jetzt noch nicht geschaut haben, die Folge, dann gehen sie jetzt schauen. Das war wirklich geil gewesen. Bruder, es kommt jemand zu dir, steht vor dir verwirrt, Mhm. hat einen Kanister, wo nur noch 3-4 Schlücke vielleicht noch etwas drin hat. Als Schluck ist das falsche Wort. Aber Okay, ja. Gut, so. So 3-4 Gutsch vielleicht noch. Ja. Zeigt das am Josh und sagt, was soll ich mit dem machen, wo kann ich das entsorgen? Er macht den Deckel auf. und Wie ich- die mir das sagen. Ja, genau. Ich so, mach den Deckel auf und sag, wieso, hey, ist das nicht Wodka? Haha. Lustig gewesen. War lustig. Nachher so, nicht ein bisschen Wodka. Ich so, nein. Nachher
Du so, bist du sicher? Sie so, ja, voll. Er so, okay. Aber es ist nicht so gut, es hat noch ein bisschen etwas. Ja, wie der G gesagt, zeig dir, es hat noch etwas. Ja. Du so, es hat noch ein bisschen etwas. Weißt du, eigentlich muss man nicht entsorgen. Sie so, Mama, das ist von meinem Großvater, er ist gestern gestorben. Ja. Jetzt, bei jedem Prank, den wir machen, sagen wir am Schluss, hey, das war ein Prank, Dazecam, tut uns leid. Haha, darf man die Aufnahme brauchen? Müssen wir fragen. Ja, genau. So, ja, was hast du gemacht, Bruder? Ja, was? Protokoll, Bruder? Die Frau hat gesagt, mein Großvater ist gestern gestorben, das ist vor mir jetzt nur entsorgen. So, sie sagte das. Und du, was hast du gesagt? Ich gesagt, hey, it's a prank. It's a prank. Da hat's Kameras. Sie, Nein, Bro, sie war ja cool gewesen. Sie hat gelacht, sie ist cool gewesen. Es war eine lustige Interaktion gewesen. Es tut mir leid für ihren Großvater, Bro. Ruhe in Frieden, mein Bruder, aber es ist ich hab mich so kaputt. Sie so, ist von meinem toten Großvater. Du so, okay. Ja, wir machen eine Prank-Show, Dazecam. Darf man die Aufnahme brauchen? Bruder, du siehst in der Folge, ich und der Gini, mir so, nein. Ja, Bro, das war ein wilder Mann gewesen. Aber ich sag dir auch, Bro, ich hatte so Kopfweh gehabt. Bei diesem Dreh. Yeah. Es war kalt draußen, es war wirklich kalt. Ja, es ist wirklich heavy, ja. Dann eben die ganze Zeit Sachen übertragen. Ich habe angefangen mit Boden putzen und so, das ist alles nicht drin. Die Leute noch Nerven und so und die Leute haben ab und zu auch keine Geduld gehabt. Voll, und ich habe mir zu jedem gesagt, geh zu dem, mach das. Bruder, und ich bin wirklich 2 haben mir ja droht mit Schlägen. Gut, vom einen, das weißt du jetzt, ja. Den habe ich organisiert. Ja. Das hast du nicht gewusst. Die ihn kennen, die Folge, die kennen ihn. Die ihn nicht kennen, die werden das gesehen. Ja, Bro, ich bin dort angegangen, dann kommt so ein Typ am Telefon. Du sagst mir, ey, geh zu dem Typ, wo dort am Telefon ist, sag ihm, da ist Telefonierverbot. Also erstens mal, wieso, Bro? Stress, einfach die Leute, wie, wo, was Telefonverbot? Du gehst, sagst, ey, Bro, kannst du bitte das Telefon wegtun? Wir haben da ein Problem wegen Strahlung. Ja, da ist eine strahlenfreie Zone, mit dem Handy arbeiten. Und er sagt mir so, was? Nachher sagt er am Telefon, ich habe wirklich nichts gewusst über den Typ. Er so, ey, hängst du noch, das ist einer meine Eier am Stressen. Ist lästig. Was? Ich habe gesagt, was Eier stressen? So, das man doch nicht mitgemacht. Wie redest du mit mir, Mann? Dann habe ich gesagt, ich so, sorry, meinst du mich mit Eierstress? Also erstmal, so vulgär will ich nicht werden. Ja. Und nachher sagt er mir, ich habe ihm so gesagt, das ist mein Job. Er so, was ist dein Job? Eierstress? So lellig, Bruder. So gut, so, Bruder. Warte, hast du das Gefühl, ich habe Angst gehabt? Nein, das war gar nicht, aber wieso? Wieso muss es eskalieren? Ich habe wirklich gedacht, wieso? Also, ich habe nur 2 Fragen gestellt. Das ist nicht nötig, Bro, dass du jetzt hässlich ist. Nachher habe ich gesagt, look, Bro, stell auf dein Handy ab. Und nachher, ich habe gemerkt, die Situation wird angespannt. Ja, nachher. Ich habe gemerkt, es hat überall Kameras. Ich habe keinen Bock zum Kassieren vor Kameras, Bruder. Weißt du, was ich meine? Der Real geht um, Bruder. Dann habe ich ihm ganz schnell die Situation entschärfen. Du so, bevor, tschüss. Ich so, Bro, das ist ein Prank. Weißt du, wir haben da Kamera. Er so, ich habe fast eine getatscht, Mann. Zum Glück hast du aufgelöst. So ein Lelek, Alter, das ist lustig. Alter, der wird gekillt, Mann. Das ist lustig. Nein, aber es war geil. Es war wirklich geil. Ja, Mann. Aber es war eigentlich nicht das Highlight von dieser Folge, oder? Findest du nicht? Nein, ich finde nicht. Also für mich persönlich. Was ist denn das Highlight? Für mich war das Highlight, wo ich dann gesagt habe, so, Bro, jetzt geh zu dem und mach das. So, nein, ist gut. Ich so, Bro, geh. So, nein, Bro, ist gut. Ich brauche schnell eine Pause. Ich so, okay, haben wir, aber dann machen wir weiter. Ja, aber nachher nur so kurz. Ich so, Bro, nein, geht's. Eine Stunde, dann sind wir fertig. Bro, aber das Ding ist, das ist ja nicht lustig, was du machst. Ja. Das ist auch nicht lustig. So, du denkst, du bist schlau. Du denkst, du bist ein Motherfucker. Das ist echt nicht lustig. Was hast du nicht gemacht? Ich bin seit 2 Stunden in diesem Scheiß. Ja. Ich bin seit 2 Stunden im Recyclinghof am Arbeiten. Ja. 2 Stunden, Bruder. Okay. Die Sendung geht 10 Minuten. Ja. Ich schneide das Scheiß. Ich weiß, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Nachher sagst du mir am Telefon, ey, mach jetzt kurz Pause. Nachher nur noch 1,5 Stunden. Meinst du, ich check nicht? Meinst du, ich bin dumm? Hä? Aber kannst du das nicht? Meinst du, ich check's nicht?
Ich mach nicht. Ja, Bro, das ist hässlich gemacht. Ich habe es rausgenommen. Ich habe gesagt, ich wollte keine Pause machen. Bruder, mach Pause, nachher noch 1,5 Stunden. Na, sieht man so, der Josh wieder so urläuft. Wenn jetzt lustig? Ich bin hässlich, ich habe sogar am Gilles geschlagen, glaube ich, oder? Ich bin hässlich geworden. Ich habe gesagt, Jungs, ich mache noch 10 Minuten, dann ist fertig. Bro, es wäre auch nur noch 15 Minuten gegangen. Ja, ich weiß. So. Darum sage ich, es ist nicht lustig. Bro, ich habe gesagt, ich gehe heim, ich stresse mich nicht. Das war der letzte Dreh von der Staffel, ich habe es nicht mehr gesehen, Bruder. Du auch, nachdem der fertig war, du so, ja, Bro, ich gehe mal heim, Bro, fuck off, ich so easy. Ich habe wirklich hohen fit. Kopf Ja, ja. gehabt, Bro. Ich habe wirklich hohen Kopf, ich habe Migräne gehabt. Eine gute Migräne für geholt. Schade, man. Aber ja, nachher, hey, und dann hat es ja nochmal eine gehabt, wo uns so gesagt hat, wo dort wieder am Telefon war. So eine la. Ah, ja. Du wieder, gar nicht sagen. Ja, genau. Ich sage ihm, ey, du musst Stefan abstellen. Er so, hä? Was? Ich so, wegen Strahlen. Was Strahlen? Ich so, ja, siehst du noch bei meinem Telefon? Er schaut nicht. Nach ich drehe mich um, ihr zwei fangen voll an lachen. Ey, er hat den Mittelfinger gezeigt, Ich habe es erst nachher gecheckt. Ja. Voll. Ich kann schwer sagen, was du willst über unsere Sendungen, aber das zeigt, das shit ist real. Ja, So. 100%. So, von mir aus eben eine eingeschleuste Person, das gibt's. Ja, aber von dem, also ein eingeschleust, ich würde das nicht mal eingeschleust nennen, weil logisch, okay, es ist, ich habe die Situation wie so organisiert, aber es ist wieder ein Junge, Bro, der etwas machen will. Fix. Und jetzt einfach, wir ihn jetzt auch in die Show mitgenommen haben, Ja. wir ihn jetzt auch die Plattform geben für Fernsehen, für Streaming. Nein, Mann. Eben, aber ist ja gut. Ja, Man fix. muss halt auch, weil eben, du kannst mit diesen Leuten normalerweise, also weißt du, Bro, das Problem ist, wenn es eskaliert, ist auch nicht gut, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich muss jetzt auch nicht auf krass tun. Ja. So, ich wäre wahrscheinlich schnell in Embryostellung gegangen, wenn er ausgeholt hätte. Sag ich dir, wie es ist. Scheiße, Mann. Er sagt mir das, also brasselig, wie so aus Spaß so. Quasi, weißt du, so, nein, Bro, weißt du, du hörst schon von oben, kalt. Nein, ich mach nicht, ich so, Bro, du musst halt nicht, aber es ist too much, dann checkt er automatisch, man. Ja. Wer tut in Recycling auf einem Fußwilligen wegen einem scheiß Handy oder so. Bruder, das ist schon lustig. Ich habe schon gemeint, er ist angespannt, weißt du, der macht so er schaut mir so in die Augen und wechselt die Augen links und rechts. Ja, Bro, er ist... Ich so, Bruder, ich habe gedacht, Bro, entweder ich kassiere vor laufenden Kameras oder ich gebe vor laufenden Kameras. Also beide. Es ist beides scheiße, weißt du, was ich meine? Beim einen sagen jetzt nachher Anzeige, Sendung weg, dies, das, beim anderen sagen die Jungs, schon hast du kassiert von einem Jungen vor Kamera, ah? Sheesh. Mann, der ist wirklich gut gewesen, Ja. der ist gut. Aber das ist lustig, das ist wirklich lustig. Das ist eine geile Folge gewesen. Wirklich ein ganz geiler Hey, Track. wir haben noch 3 weitere Folgen gedreht, Yes. wo wir nicht zu viel können verraten, wie gesagt. Noch nicht. Noch nicht, genau, sie kommt eine Woche später Mhm. auf Join zum Streamen. Du kannst alles dort schauen, ohne Abo, komplett kostenlos. Gib dir, wir freuen uns sehr, wenn du die Sendung schaust. Wir haben sehr viel Herz, Liebe, Zeit, Nerven, Schweiß, zu wenig alles. Schlaf, zu viel Investiert. Schlaf, zu viel Stress, alles. Mit alles, was wir haben wir investiert. Aber es hat sehr Spaß gemacht. Es war wirklich ein geiler Dreh gewesen. Sehr eine schöne Staffel gewesen. Neues Konzept, neue Ideen. Voll. Jetzt brauchen wir neue Meinungen. Voll. Geht rein, bitte schaut das, kommentiert uns. Schaffen wir es wieder auf den ersten Platz Wow. von der Top-Streaming. Wirklich. Gönnt wirklich streamen und teilt den Link mit allen Leuten, die ihr kennt. Jeder sollte echt schauen, auch wenn er nicht so Bock hat. Nicht, einfach nur echt schauen, nur so 5 Minuten hinschauen. Geht doch, oder? Gönnt es euch, schaut überall rein, lasst ein Like dort. Geht das überhaupt? Nein, aber Aber ich kann speichern. genau. Speichern, schauen, kicken uns in die Charts. Geil, Mann. Genau, bei den anderen Sendungen haben wir in der einen Sendung sind wir beim EAZ am Konzert gewesen. Mhm. Das war auch lustig gewesen. Ja, sehr. Hat sehr viel Probleme gegeben in der Mhm. Produktion. Genau, könnt ihr dann eine Woche drauf abchecken, was genau die Probleme sind und wieso. Die andere Sendung finde ich etwas am Schlimmsten, was du je gemacht hast. Da ist eine Wohnung involviert. Mhm. Da sind der Ser und ich involviert. Genau, in einer Wohnung. Warum liegt hier Stroh rum? Nein, Spaß, aber ihr seht es, check es ab. Und? Ist das nochmal etwas? Genau, und in der anderen Sendung hat der Ser dürfen Band interviewen, von der man keine Ahnung hat, wer sie sind und was sie machen. Genau. Und wir haben überall geile Gäste gehabt. Wir dürfen noch nicht viel verraten. Wie gesagt, könnt ihr euch anschauen, wenn alles online ist. Genau, kurz im Ohr.
Jetzt auf Joint streamen. Sollen wir jetzt das Volk? Mhm. Okay. Love you. Love you. Das ist kurz und